die Grundlagen des Rechtsstaatsdenkens und wurde unter anderem bekannt durch seine Buchveröffentlichung Erfolgslehre, Philosophie für die Arbeitswelt, Lehre mit 2 E. Und dieses sehr oft rezensierte Buch ist eine Analyse unserer Industriegesellschaft und der moralischen und praktischen Schwierigkeiten, die sie allen bereitet, die in ihr zu funktionieren haben. Seit Juli 2021 schreibt er eine monatliche philosophische Kolumne in der Berliner Zeitung und im Februar 2024 erschien sein neues Buch über die Krise der politischen Kultur in Deutschland mit dem Titel Im Moralgefängnis: Spaltung, Verstehen und Überwinden. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich besonders, hier zu sein bei einer Initiative für Grundrechte. Erstmal auch ganz herzlichen Dank an die Veranstalter, dass sie sich die Mühe machen, solche Gelegenheiten zu schaffen. Wer den öffentlichen Diskurs den anderen überlässt, der bekommt den öffentlichen Diskurs, den er sich damit verdient hat. Also ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Und wenn Sie nachher gehen, denken Sie daran, ordentlich Geld abzuwerfen. Denn hier fließen ja keine Fördermittel des Bundesprogramms Demokratie leben. Sie haben heute einen Bildungsexperten gehört mit Herrn May und eine Juristin. Naturgemäß Historiker und Juristen sehr kenntnisreich, sehr detailreich. Ich bin auch durchaus in manchen Ecken kenntnisreich und detailreich. Ich habe mich aber heute entschlossen, dieses Line-up sozusagen zu ergänzen mit ein paar sehr, sehr grundsätzlichen Erwägungen. Ich möchte im ersten Schritt einmal darauf hinsteuern, warum überhaupt diese Idee eines Grundrechts? Wo kommt das eigentlich her? Wie hat das seinen Platz gefunden in der europäischen Kultur- und Geistesgeschichte? Und warum diese Initiative 1 bis 19 darauf fokussiert ist? Wie kommt das eigentlich? Und von dort aus möchte ich dann noch einmal einsteigen in die Aktualität der politischen Kultur in Deutschland und dort auch im Nachklapp zu den sogenannten Corona-Jahren oder der sogenannten Corona-Krise eine Diagnose anbieten, wie eigentlich diese ungedeihliche Diskussionskultur funktioniert, in der wir uns wiederfinden. Wir haben heute viele Beispiele gehört, wo Menschen sich statt als gleichberechtigte Bürger als Feinde behandeln, die einander über die Wahrheit zu informieren haben und den anderen als qualifiziert oder unqualifiziert auszugrenzen haben. Gut, der Begriff des Grundrechtes. Sie alle haben in der Schule gelernt, auch ob Sie nun chronologisch oder nicht chronologisch Geschichtsunterricht hatten, dass wir in der Neuzeit leben. Was ist neu an der Neuzeit? Nun, im 15., 16., 17. Jahrhundert haben sich in Europa Religionskriege begeben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass eine Lebensordnung, die tatsächlich eine relative ideologische Einheit hatte, die also in sich geschlossen war, mit dem Christentum im Hintergrund als Leitgedanke, dass die zerbrochen ist in Fraktionen, Fraktionen, die diese einheitliche Lebensordnung unterschiedlich interpretiert haben. Das ist die Geschichte der Glaubenskriege in Europa. Was bedeutet das eigentlich? Nun, das bedeutet, dass sie mit dem Hinweis auf die Wahrheit keine öffentlichen Angelegenheiten mehr verbindlich für alle regeln können. Weil die Auffassungen darüber, wer die Wahrheit kennt und wer sie vertritt, auseinandergegangen sind. Sie erinnern sich vielleicht 1555 der Augsburger Religionsfriede, in dem gesagt wurde, der Fürst, der auf einem Territorium herrscht, bestimmt auch über die dort herrschende, verpflichtende Religion. Das bedeutet also, die Wahrheit, nach der wir alle unser Leben einzurichten haben, wird bestimmt von dem Regenten. Das scheint noch nicht die endgültige Lösung gewesen zu sein, nicht? Wie alle wissen, die ein bisschen chronologisch Geschichte gemacht haben. Denn ungefähr 100 Jahre später haben wir die Verhandlungen von Münster und Osnabrück, die zum Westfälischen Frieden geführt haben. Was ist da anders? Nun, beim Westfälischen Frieden musste man, bevor man sich an den Verhandlungstisch begeben durfte, erklären, dass man anerkennt, dass es hier an diesem Verhandlungstisch nicht um Fragen der religiösen Wahrheit gehen wird.
Man hatte also gelernt, wenn ich versuche, Politik zu machen in einer weltanschaulich vielfältigen Gesellschaft, indem ich die Wahrheit durchsetze gegen die Irrgläubigen, dann bedeutet das nichts weniger als Bürgerkrieg. Die Neuzeit ist also insofern neu, dass wir gelernt haben, Politik und Moral voneinander zu trennen. Politik ist die Regelung der öffentlichen Angelegenheiten, die wir also alle gemeinsam haben auf einem Territorium. Und zwar nicht im Lichte der endgültigen Wahrheit, die dann bedeutet, dass sie entweder ewig ins Heil gehen nach christlicher Auffassung oder verdammt werden. Nein, sondern die Regelung der öffentlichen Angelegenheiten braucht jetzt eine andere Grundlage. Was ist diese Grundlage? Das ist der Interessenausgleich unter Gleichberechtigten. Ja? Das bedeutet, mit dieser Trennung von Moral und Politik, hart errungen in Jahrhunderten sehr blutiger Konflikte in Europa, tritt also das eigenartige neue Wesen auf den Plan, nämlich der Bürger. Der Bürger ist jemand, der sich in einem öffentlichen Raum befindet, wo er mit anderen gleichberechtigt ist, damit er mit anderen das Spiel des Interessenausgleichs spielen kann. Und privat für die Wahrheit halten darf, was er will. Aber was er privat für die Wahrheit hält, ist für den politischen Interessenausgleich nicht relevant. Diese Unterscheidung von Moral und Politik ist die Grundlage der europäischen Zivilisation der Neuzeit. Nur so konnte der Bürgerkrieg beendet werden. Dennoch sind wir immer noch in einer Situation, auch wenn wir nicht mehr meinen, dass der Staat dazu da ist, die Wahrheit durchzusetzen, sondern wenn wir meinen, dass der Staat dazu da ist, ein bürgerliches Leben in einer gemeinsamen Öffentlichkeit friedlich zu ermöglichen, dann ist es immer noch so, dass wir zentralisierte Gewalt haben. Und diese zentralisierte Gewalt muss eingehegt sein, denn sonst kann die Rechtsgleichheit der Bürger nicht garantiert werden. Es ist also ganz natürlich, dass mit der Neuzeit und mit der Einsicht, dass wir Moral und Politik zu trennen haben, wenn wir keinen ständigen Bürgerkrieg haben wollen, tritt automatisch die Vorstellung der Gleichheit dieser Bürger in die Welt und die Vorstellung, dass diese Gleichheit der Bürger zu schützen ist gegen eine potenziell übergriffige Regierungsgewalt. Und an dieser Stelle will ich nochmal Werbung machen für die Konstruktion unseres Grundgesetzes. Das Grundgesetz sagt, dass die Würde des Menschen unantastbar sei. Niemand hat diese Würde durch den Wald laufen sehen bisher. Niemand hat sie auf der Straße getroffen. Die Würde des Menschen ist ein metaphysisches Postulat, wie der Philosoph in Fremdworten sagen würde. Man könnte auch einfach sagen, eine philosophische Setzung. Wir nehmen an, wir wollen glauben, wir bekennen uns dazu, dass jeder Mensch gleich wertvoll ist. Und damit nun diese gleiche Würde jedes Menschen ihren Ausdruck findet und gewahrt bleibt im Alltag, haben wir die Grundrechte. Damit sind wir bei den Grundrechten. Die Grundrechte sind Schutzrechte gegen eine potenziell übergriffige Zentralgewalt in einer Gesellschaft, die aus Freien und Gleichen besteht. Das sind die Grundrechte. Sie sind das Zentrum unserer Ordnung. So, wir haben heute eine ganze Reihe, insbesondere von Frau Pfeil, heftiger Verstöße, unzureichend begründeter Verstöße und Einschränkungen von Grundrechten gehört. Ich möchte jetzt eine kleine Phasenverschiebung machen und sagen, wie kommt es eigentlich, dass auch die offenkundigeren Fälle dieser Grundrechtsverletzungen so weitgehend hingenommen worden sind? Darum geht es auch in meinem aktuellen Buch im Moralgefängnis, wo ich mich frage, welche Kultur liegt eigentlich diesem Geschehen zugrunde? Vor dem Hintergrund oder auf dem Untergrund welcher politischen Kultur ist sowas eigentlich möglich? Für mich das Schlüsselbeispiel aus den Corona-Jahren ist die Behandlung der Kinder. Ich möchte da noch einmal kurz ganz gedrängt den Kernpunkt zusammenfassen. Ich erinnere mich an die ausgedehnte öffentliche Diskussion, die eine
parteipolitisch jedenfalls eine breite Mehrheit hinter sich hatte, wo argumentiert wurde, die Kinder müssen jetzt Masken, soziale Distanzierung, die Angstbelastung ihrer sozialen Beziehungen, die Trennung von ihren Freunden, all das erdulden, Schulschließungen, um für Erwachsene eine Infektionswelle zu brechen. Was bedeutet das? Wenn man noch dazu weiß, dass Kinder unter dem eigentlichen Keim kaum zu leiden hatten. Er war für sie nicht wesentlich gefährlich. Das bedeutet, dass man Kinder hier verwendet hat als bloße Mittel zum Zweck anderer. Und das mit moralischen Fanfaren von Solidarität, Pflicht, Treue und so weiter. Nun, das Bundesverfassungsgericht hat im Einklang mit unserem Grundgesetz geurteilt, dass ein vollbesetztes Flugzeug, das auf ein Fußballstadion zufliegt, nicht abgeschossen werden dürfte. Warum? Sie können das selber beantworten nach dem, was wir gerade schon diskutiert haben über die Rolle des Grundrechts. Ganz einfach, weil man, indem man dieses Flugzeug abschießt, die Insassen des Flugzeuges zu bloßen Mitteln zur Lebensrettung der Menschen im Stadion machen würde. Man würde ihre Würde missachten. Würde ist das, was keinen Preis hat, sondern an dem sich der Preis aller anderen Dinge zu bemessen hat. Die Kinder sind also würdewidrig, das heißt verbrecherisch behandelt worden. In welcher politischen Kultur ist es denkbar, dass eine solche offenkundige Menschenrechtsverletzung von einer breiten Öffentlichkeit getragen wird? Und damit bin ich bei meinem zweiten Thema, dem Thema, was ist eigentlich das, was ich ein Moralgefängnis nenne? Was hat es damit auf sich? Sie können in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen gewisse Schachzüge machen in der Kommunikation, die eine Dynamik in Gang setzen. Und in meinem Buch argumentiere ich, dass wir in Deutschland uns in einem noch ganz andersartigen Seuchengebiet befinden, nämlich in einem Moralinseuchengebiet. Wir leben in einer Gesellschaft, die durch öfters sachwidrige, häufig aber auch einfach nur leichtfertige Moralisierung der politischen Diskussionen in eine Art paranoischen Zustand versetzt worden ist. Und in Kürze ist die These meines Buches, dass dieser paranoische Zustand unserer Diskussionskultur erklärt, warum die Menschen in einer Art von Angststarre und Unsicherheit fast alles passieren lassen, was man sich politisch ausdenken mag. Welcher Mechanismus wirkt da? Ich gebe Ihnen mal bewusst ein ganz banales Beispiel. Wenn Sie sich mit Ihrem Partner unterhalten und Sie finden, irgendwie hört er Ihnen nicht vernünftig zu, dann können Sie jetzt sagen, ich finde, im Moment hörst du mir nicht so richtig zu. Das wäre ziemlich konstruktiv, denn dann könnte der andere sagen, naja, vielleicht ist es ja richtig, vielleicht höre ich gerade nicht richtig zu. Korrigiere ich mich mal und höre zu. Sie können aber auch sagen, nie hörst du mir zu. Das ist was völlig anderes. In dem Moment sagen Sie nämlich, der andere hat eine Charaktereigenschaft, die es ihm wohl unmöglich macht, andere Leute zu respektieren und überhaupt auf sie einzugehen. Das ist Moralisierung. Was passiert da? Sie nehmen den Fokus von der verhandelten Sache, über die Sie gerade sprechen, mit Ihrem Partner weg und fangen an, über seine angeblichen negativen Charaktereigenschaften zu sprechen. Also wir reden nicht mehr über die Sache, wir reden über die angeblichen negativen Charaktereigenschaften der Person, mit der wir da zu tun haben. Und noch etwas passiert. Der Modus dieser Auseinandersetzung verändert sich auch. Es geht jetzt nicht mehr um eine Anfrage, zum Beispiel, was muss auf die Einkaufsliste oder was machen wir am Wochenende oder, sondern es geht jetzt nicht mehr um eine Anfrage, sondern um eine Anklage. Was bist du bloß für ein verwerflicher Mensch? Dieser Mechanismus der Moralisierung ist privat ganz einfach und ganz leicht zu vollziehen. Für eine Gesellschaft wird es extrem gefährlich, wenn diese Moralisierung
öffentlich und sozusagen gewohnheitsmäßig bei jedem größeren Thema vollzogen wird. Ob es jetzt Finanzkrise ist, ob es Migrationskrise ist, ob es die Corona-Krise ist oder jetzt die Diskussion um den Ukraine-Krieg. Immer wieder erleben wir, dass Menschen mit enormer Reichweite sich öffentlich hinstellen und sagen, wer nicht meine Ansichten teilt, hat folgende negative Eigenschaft. Ich will Ihnen mal ein sanftes Beispiel davon geben. Wir haben ja die krassen Beispiele schon gehört, also Komiker aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ohne Schulabschluss, die also Menschen mit überflüssigen Körperteilen vergleichen und solche Dinge, oder die also Kinder mit schädlichen Nagetieren gleichsetzen, die irgendetwas in der Gesellschaft verbreiten. Da will ich jetzt nicht hingehen. Wir nehmen mal ein anderes Beispiel. Der Bundespräsident spricht gerne von der vernünftigen Mehrheit der Deutschen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass alle, die das teilen, was er dort vorträgt, für ihn als vernünftig gelten und der Rest der Bevölkerung als unvernünftig. Das nenne ich eine öffentlich vollzogene Moralisierung, das heißt Demagogie wäre das Fachwort dafür. Was geschieht dort? Man gibt dem Teil der eigenen Anhänger, den man in der Bevölkerung hat, eine Anweisung, welche Negativeigenschaft sie bei den anderen bitte zu beachten haben. Also, wer sich nicht einer experimentellen Zell- und Gentherapie unterziehen möchte, der ist unsolidarisch. Wer nicht glaubt, dass man durch immer fortgesetzte Waffenlieferungen und Ablehnung von diplomatischen Gesprächen einen Krieg verkürzt, der ist ein Lumpenpazifist, wie es im Spiegel einmal stand. Hier werden also moralische Negativbewertungen mit den Ansichten verknüpft, die jemand oder vielleicht eine Gruppe von Menschen zu einer öffentlichen Angelegenheit hat. Das nenne ich die moralische Verhetzung des Diskursraumes in der Gesellschaft. Ich möchte schließen mit einer Bemerkung dazu, wohin das führt. Es führt nämlich in vieler Hinsicht in eine Abwärtsspirale. Wenn ich mir als Normalbürger, der kein Held ist, und wahrscheinlich ist ja eine kleine Mehrheit unserer Mitbürger tatsächlich kein Held, ja? Wenn ich also als Mitbürger, der kein Held ist, mich in die Öffentlichkeit begebe und mich, sei es nur im Freundeskreis oder im Kollegenkreis oder sonst wo, zu einem politischen Thema äußere und ich weiß, dass dieses Thema durch eine solche moralistische Verzerrung betroffen ist, dann ändert sich der Sinn meiner öffentlichen Äußerungen plötzlich radikal, wenn ich kein Held bin. Ich werde nämlich nicht mehr, wie es in einem gesunden Diskussionsraum wäre, einfach meine Argumente zum Besten geben, damit wir eine schön bunte Diskussion bekommen und am Ende eine gute Schlussfolgerung haben, sondern ich werde mir überlegen, was muss ich jetzt wohl sagen, um in Sicherheit zu bleiben, um nicht zur Fraktion derer gerechnet zu werden, die der Bundespräsident oder der Bundeskanzler oder ein Parteichef oder ein wichtiger Journalist als Rechts- oder Querdenker oder Putin-Freund oder was auch immer gebrandmarkt hat. Also wie kann ich diese Reputationsgefahr, die das für mich bedeuten könnte, wie kann ich die umgehen? Was muss ich dazu sagen? Und dann fangen die Menschen an, so Dinge zu sagen, bevor sie ihre eigentlichen Meinungen äußern, wie ich habe ja mit, was weiß ich, mit den Rechten, mit der AfD gar nichts zu tun, aber, und dann sagen sie irgendwas wie, man könnte sich eine andere Migrationspolitik vorstellen. Oder man sagt, also ich sehe es ja schon kritisch, wenn man also generell skeptisch ist gegenüber Medikamenten, aber. Und dann kommt das, was man eigentlich sagen will. So beginnen Menschen ihre Äußerungen, wenn sie Angst haben. Wenn sie wissen, oh, ich bewege mich hier in einem Minenfeld, weil öffentlich einflussreiche Personen die wichtigen Themen unserer Zeit moralistisch verhetzt haben und damit der Bevölkerung suggerieren, wenn jemand nicht die Meinung hat, die ich hier öffentlich verkünde, dann ist er ein Wesen mit folgenden Mängeln.
Ja? Und hüte dich vor dem oder vor solchen Leuten. Ich komme zum Schluss. Wohin führt das? Das führt dahin, was wir heute beobachten können. Es führt dahin, dass die Grundbegriffe eines freiheitlichen Zusammenlebens in der Breite unserer Funktionäre in Politik und Gesellschaft verlernt worden sind. Oder aber nicht mehr zur Anwendung gebracht werden, weil in dem Moment, wo sie zur Anwendung gebracht werden müssten, Ausschlussangst regiert und man doch lieber auf Nummer sicher geht und sich nicht im Namen zum Beispiel eines Grundrechts gegen eine bestimmte Politik stellt oder gegen eine bestimmte Aktion, wo immer man sich gerade befindet, im Verband oder wo man sich eben betätigt. Es führt also zu einem grassierenden Duckmäusertum und zu einem immer wieder in Kleinigkeiten passierenden Verrat an den freiheitlichen Prinzipien unseres Zusammenlebens. Deswegen glaube ich, dass der Weg heraus aus diesem Moralgefängnis, aus dieser moralistisch verhetzten Diskussionskultur, in der die Menschen Äußerungsangst haben, wie wir ja aus Umfragen wissen. Also heute sind es noch knapp über 40% der Deutschen, die sagen, ich sage frei und unbefangen meine politische Meinung. Ich glaube, dass der Weg dort hinaus nur führen kann über genau denselben Weg, wie wir hineingekommen sind in diese empfundene Zwangslage. Wir müssen entschieden unsere verbrieften Rechte auf freie Meinungsäußerung nutzen, so wie wir das heute tun. Ich werde es wieder und wieder sagen, dass die Behandlung zahlreicher Bevölkerungsgruppen während der Corona-Jahre verbrecherisch war. Und zwar aus folgenden Gründen. Und dann werde ich die aufzählen. Ich habe es oft getan. Ich habe es heute ansatzweise auch getan. Wir haben es von den anderen Referenten auch gehört. Wenn wir das tun, dann schaffen wir damit im sozialen Raum auch ein Faktum. Genau wie diejenigen Fakten geschaffen haben, als sie diese repressive Maßnahmenpolitik umgesetzt haben. Und wir geben damit ein Zeichen, dass es möglich ist, sich frei auszusprechen und auch Positionen zu vertreten, die nicht im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung stehen. Nur so können wir eine liberale Normalität für uns zurückerobern. Und der praktischen Politik, weil ich es immer tue, mache ich es heute auch zum Schluss, der praktischen Politik möchte ich 3 Anregungen geben, wie wir das beschleunigen können, diesen Prozess. Denn wir stehen ja alle gemeinsam auf dem Grund des Grundgesetzes. Die Bundestagsabgeordneten haben darauf geschworen, die Regierungsmitglieder in Kommunen, Ländern und Bund, die Richter schon ohnehin und die Staatsanwälte ganz sicherlich auch. Also hier 3 Tipps, wie wir zusammen daran arbeiten können, wieder eine liberale Normalität zu etablieren, sodass wir wieder dahin kommen, dass 80-90% der Menschen sagen, ja natürlich, sage ich frei, meine Meinung. Erstens, 1%-Hürde bei Wahlen. Das bedeutet, dass wir ca. 5-7% aus den Sonstigen heraus ins Parlament holen, eine größere Positionenbreite haben. Wir wollen doch eine plurale Diskussion, nicht wahr? Wir wollen doch Vielfalt haben. Das wäre ein leichter Schritt. Wir hätten dann also eine größere Positionenbreite. Zweitens, der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf nicht mehr von Rundfunkräten kontrolliert werden, die in Parteifreundeskreisen organisiert sind. Intendanten dürfen kein Parteibuch mehr haben, wie Herr Gnifke zum Beispiel. Das muss der Vergangenheit angehören. Wir brauchen eine andere Form der Kontrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zum Beispiel durch ausgeloste Bürgerräte, die das Recht haben, den Intendanten und seine erste Führungsebene zu berufen und abzusetzen. Das wäre also mein zweiter Vorschlag, eine grundlegende Reform der Kontrolle und der Aufsicht über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und der dritte Vorschlag, der mir auch noch am Herzen liegt, da nehme ich mal diesen und mal jenen. Ich würde heute sagen, schaffen wir doch mal die Parteilisten ab und kommen wir dahin, dass die Abgeordneten, die in den Parlamenten sitzen, tatsächlich Angesicht zu Angesicht in der Bemühung um eine Direktwahl durch die Bevölkerung sich der Bevölkerung auch haben stellen müssen. Heute ist es so, dass die Hälfte der Parlamente in Deutschland besetzt wird durch Listen, auf denen häufig Menschen sitzen, von denen sie noch nie gehört haben und die vielleicht auch noch nie einen aktiven Dialog mit einem Bürger gehabt haben müssen, um diesen Platz auf der Liste zu bekommen. Das wären also 3 Schritte, wie wir einander helfen können, gemeinsam unsere politische Kultur wieder in eine liberale Normalität zurückzuverlagern. Denn
Kultur ist eine Koproduktion. Denken Sie nicht, dass es immer nur die anderen sind, die moralisieren und das Klima vergiften. All die Mechanismen, über die ich hier kurz gesprochen habe und die ich in dem Buch näher bespreche, die können Sie genauso gut anwenden wie die Ihnen in der Regierung oder sonst wo nicht passen. Also wenn man mit einem Finger auf einen Moralisierer zeigt, dann hat man manchmal bis zu 3 Finger, die auf einen selber zurückzeigen können. Also achten wir auch darauf und gehen wir nicht einfach davon aus, dass wir gegen das Virus Moralin völlig immun sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.